Die dumm Nas aus dem Buch Schnoke und Spuze vom Max Barak. Schon oft hab ich jos Grubel geriet und hab gedenkt, für was hat man nur mitte in seinem Gesicht die dumm einfältig Nas. Das soll mir einer sagen, mehr liegt's oft schwer im Magen. Sonst is jo doch an unserem Leib, das is jo gar keine Frage, mit jedem Glied bei Mann und Weib ein Zweck verbunden doch. Jedes hat, es is nicht ohne, sei, wie heißt's gleich, Funktionen. Zum Hören hat der Mensch das Ohr, zum Sehen dann das Auge, sich zu frisieren hat das Haar und das Maul zum Trinken auch, zum Essen wie zum Rauchen und Reden sozusagen. Fies hat man zum Spazierengehen, fürs Glas zu heben Händ, im Maul hat man 2 Reihen Zähne, dass, wann die Pfeif als brennt, man ruhig kann dran lutschen, weil sie nicht raus kann rutschen. Auch bei de anderen Glieder all is es grad eben so, denn es is ja doch auf jeden Fall keins nur als Zierat da. Notwendig is jedes. Wer nachdenkt, der versteht es. Nur des, warum man die dumm Nas hat mitte in seinem Gesicht, versteh ich nicht. Ich glaub nur, dass man als ein Schnuppe kriegt. Und dass man se muss putzen, das is ihren einziger Nutze. Ich wisst wenigstens sonst kennen, dem Schnaufen ging ganz gut, ach ohne den lädt Kolbe den, wo nur ärgere tut. Denn denke nur, was der Zinke als geniert beim Trinken, uns is jo arg genannt doch uns fuchst Elend dass die Nas als noch und noch wird rot und grie und blau, denn alles macht sei Glosse als drüber und sei Bosse. Drum froh ich manchmal, für was hat man nur in seinem Gesicht die dumm einfältig geschwollene Nas. Das is Teufelsgeschicht. Ich möcht se grad rausreißen, vor Zorn als und wegschmeißen.